bis vor 1,5 Jahren ist da noch drauf gestanden, Rohrgranate. Seitdem sage ich immer, ich bin kein Küchenbauer. Weil Küchen ist was Spezielles, sage ich dann immer. Wenn wir einen Anruf gekriegt, weil damals haben die Kundschaften mich schon ein wenig kennt und dann haben sie halt bei mir gesagt, Schwarze, pass auf, ich brauche was Spezielles. Was war denn so speziell? Wenn du mich anrufst, dann kannst du nur entweder was mit Sanitär oder mit Scheiße oder mit Heizung brauchen. Ja, Sanitär haben wir schon ganz gut, hat er gesagt, ich brauche eine Single-Küche. Da habe ich gesagt, was ist das? Kann eine Küchenarmatur einbauen und sagt, was ist eine Single-Küche? Er braucht da so ein Küchengestell halt mit einem Schrank oben und ein Becken halt drin, eine Armatur und halt unten so ein Kastel fertig. So schwierig kann das ja jetzt nicht sein. Und dann habe ich halt reingeschaut, richte einen Fremdl im Katalog und sage, ja, Single-Küche. Passt. Bestellt. Nächsten Tag in der Früh, Single-Küche gekommen, 17.000 Kartons. Wunderbar! Ich liebe Zusammenbauen. Quasi jede Schraube einzeln einpacken, da jede Schranktür, einen Griff hast du noch hinbauen müssen, das Becken habe ich dann rein da und oben alles zusammenbaut. Ich mag ja schon nicht, wenn ich einfach 4 Kasten oder Türen habe und das waren halt einfach, für mich war es eine Katastrophe. Aber ich habe es geschafft, ich habe es zusammengebaut, habe es angeschlossen und dann kommt mein Spätzl, der Kunde, und sagt, ja, und wie schaut's aus? Sag ich, super. Wasserauftrat, Wasseranschluss waren schon da, weil die waren halt von früher noch, gell, habe ich halt quasi alte Leitungen wieder in Betrieb genommen. Da dreht das Wasser auf und warm und kalt, gell. Dann sagt er, ja, aber da ist jetzt kalt und da ist jetzt warm. Und da ist warm und da ist kalt, wie geht denn das? Ja, oh, Fehler gemacht, Entschuldigung. Obi, Schleich tauscht, wieder aufgemacht, sage ich so, warm, kalt, passt. Und dann lasse ich es laufen und dann habe ich Sprich gemacht, gell, so, ja, jetzt sage ich dir mal, was eine Vollfüllung ist, gell, und dann zack, Stopsel rein, Becken voll gemacht und dann lasse ich es ablaufen, dann dauert es 4 Sekunden. Blub, 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 blub. Nichts mehr. Wasser steht, passiert nichts mehr. Da denke ich mir so, fuck, Alter. Ich habe jetzt gar nicht geschaut vorher, ob der Ablauf noch gut war, aber er hat gesagt, was ist denn da fein? 30 Jahre nicht im Betrieb. Wenn nichts drin ist, kann nichts drin sein. Gell? Also, ja, ich hätte es besser wissen müssen. Die Leitung rostet ja irgendwann, fällt dann in sich zusammen. Du lässt da Wasser rein und dann verstopft. Also schaut dann ungefähr so aus. Irgendwie habe ich dann das Wasser wieder da rausbringen müssen, Siphon unten weggebaut. In so ein Spülbecken passen ungefähr 20 Liter Wasser rein. Da gelangt dann natürlich ein 5 Liter Kiwi nicht, wenn du den drunter stellst. Aber das hat dann der Michael festgestellt, nachdem dass er das Ding runtergeschraubt hat und dann ist der Kiwi sauber übergegangen. Und, oh, schnell und nochmal ein Kiwi. Also brutal, ein bisschen Stress habe ich schon gehabt. Ja, und dann war endlich das Becken leer. Und dann habe ich gesagt, der Ablauf ist verstopft. Und für diesen Ablauf habe ich jetzt was Feines im Auto. Und dann bin ich rausgegangen, ne? Ich muss schnell, ganz kurz. Heute steht da ein bisschen was anderes drauf. Heute steht da drauf, Rohrreiniger flüssig. Und bis vor 1,5 Jahren ist da noch drauf gestanden, Rohrgranate. Bevor Sie die Flüssigkeit einfüllen, entleeren Sie den Siphon, sodass kein Wasser mehr drin ist. Ich halt immer wie immer, Deckel auf, das Zeug rein und dann hat das geraucht und dampft und wenn das mit Wasser in Verbindung gekommen ist, dann hat das richtig geschossen. Da ist ja und ich mir so gedacht, fuck, Alter, was ist jetzt? Und der Dampf steigt auf und der ganze Raum hat gestunken. Dunkelbrauner Rauch ist das gewesen und also richtig reagiert und ich hab schon ein bisschen Angst gekriegt. Ich hab das vorher so wie im Chemieunterricht, das haben wir ja nicht dürfen, aber das war Chemieunterricht 1000. Auf jeden Fall stinkt und raucht und alles so. Fenster auf und aus beim Türen und da haben wir halt gewartet, gell? Und wenn wir dann wieder reingingen, dann schaue ich in das Spülbecken rein und dann haben wir so, ja, Scheißdreck, was ist mit dem Spülbecken jetzt los, gell? Edelstahl-Spülbecken. Und dann habe ich so, oh, was ist mit dem Spülbecken los? Gell? Überall, wo diese Drecksflüssigkeit war, ist das Spülbecken blau, rot, lila angelaufen, wie so ein Motorradlauspuff. Wie so ein Rennauspuff von Akrapovic. Und ich habe gesagt, Scheißdreck, jetzt habe ich diese Küchenspüle eingebaut. Und dann habe ich mal gelesen, dass halt quasi das Ding reagiert mit Wasser und dass das dann warm wird und dass halt Edelstahl nicht damit übergossen werden darf, weil halt, also auf jeden Fall habe ich dann die ganze Küche kaputt gemacht und dann habe ich von lauter Wut habe ich dann auf der Seite auf das Spülbecken angehauen und dann habe ich die Holzplatten, die Pressholzplatten, die wo da drauf war, der habe ich dann an der Seite noch die 2 Kanten runtergehauen. Meine Fresse, du, ich sag dir jetzt eins, habe ich zu meinem Spätzi gesagt. Das Becken ist dicht und du kannst es also hernehmen. Ich bringe dir einfach nächste Woche ein neues, habe ich gesagt, aufbauen tust du das dann selber. Und jetzt rufen wir einen Zitzelsberger Heini an, der kann dann den scheiß Ablauf noch sauber machen und fertig. Sag ich, 6 Stunden beim Teufel. Nur weil der Michael eine Rohrgranaten da reinschüttet, wo es nicht rein soll. Super. Erst lesen, dann die Rohrgranaten irgendwo hinschütten und nicht andersrum.
Oder halt einfach keine Rohrgranaten hernehmen. Deswegen haben sie es wahrscheinlich verboten, weil Granaten haben halt allgemein einfach nur Scheiße. Wir müssen einen Nachtrag bringen. Wie auf der Baustelle, wenn du was vergessen hast und dann schreibst du einen Nachtrag. Entschuldigung, Herr Bauleiter, ich habe noch was vergessen. Die Küchenspüle, die habe ich dann ausgebaut und ich habe ja nicht sagen dürfen von meinem Chef, dass ich es kaputt gemacht habe, also wollte ich es eigentlich verstecken. Aber der Michi, der faule Hund, hat das Ding wieder in sein Auto reingeschmissen, ist dann am nächsten Tag in der Früh mit dem Heli auf Baustelle gefahren, mit dem Heli sein Auto natürlich. Und mein Chef steigt in das Auto ein, macht einen Kundendienst, schaut hinten rein, sieht die Küchenspüle und dann hat er mir sofort geschrieben, was hast du mit der scheiß Küchenspüle gemacht? Die andere Frage ist, wer zahlt denn das? Ich sag, alles klar. Wieder was kaputt gemacht.